Herzlich willkommen. Wir sind heute hier in Pattaya auf dem Floating Market. Da ist die Kamera. Okay. Also, wie man hier schon sieht, das ganze Ding ist so ein bisschen über Wasser gebaut. Man kann hier auf so Boote scheinbar, deswegen hier mein Kleberchen, ne? Ich darf auf Boot. Und dann habe ich hier, wie soll ich sagen, also ich glaube, das Ganze ist ein ziemlich großer Food Market und man kann zu Fuß, man kann mit Boot, man kann überall einkaufen, man kann auf dem Wasser einkaufen, man kann mit der Bootstour wahrscheinlich auch auf irgendwelche kleine Bootsläden zugreifen. Und ja, bin gespannt, was da kommt. Ja, ich bin noch ein bisschen müde und verpeilt, wie man vielleicht sieht. Maybe later. No problem. Ja genau, natürlich wird einem hier auch immer wieder Food angeboten, so. Die labern dich dann mit der ganzen Karte voll. Also die erzählen dir komplett, was es alles so zu essen gibt und so. Und oh, Mangos. Ich mag Mangos. Mangos ist gut. Komm, wir holen Mango. Oh. Ich drehe für euch mal die Karte. So sieht das Ganze hier aus. So ein Ding dann. Geil. Obwohl es sind gerade schon sau viele Leute hier. Vielleicht auch erstmal ein bisschen rumgucken. Hey, hier ist Spider-Man. Und Popeye. Und Popeyes Mädchen irgendwo. Halt da hinten. Ja komm, hier, Souvenirs. Alter, es gibt halt so viel zu sehen. Ihr merkt schon, man ist einfach schon ein bisschen überfordert, so wo man irgendwie hin soll und alles, ne? Typischen Fächer, Souvenirs und so. Ah, ich habe gar nicht drauf gehalten. Ja, auch gut, auch gut. Echt schön gemacht, Mann. Erinnert mich wieder an gestern, Alter. Auf dem Elefanten durchs Wasser reiten. War schon geil. Ah, hier sind Handtäschchen. Boah, nein, ich brauche jetzt so einen Smoothie. Oh, hier. All die frischen Früchte wieder. Ganz geil, ganz geil. Das kostet halt alles nichts, ne? Oh, Mango-Bananen-Smoothie. Das klingt eigentlich geil. Jetzt ist halt die Frage, ne? Mango oder Mango-Banane? Ja, ich kann ja auch später noch die Banane nehmen. Ich nehme erstmal Mango. Da habe ich wieder Bock drauf. Ist schon geil hier. Das sieht auch niedlich aus. Ne? Looks good. Thanks.
Yeah, I just have a small YouTube channel, you know. I think 300 subscribers. Keep it up. I tried. Maybe with the videos of Pattaya. You have a channel? No. Just chilling here, enjoying. Nice. Ah, nämlich. Arbeit beobachten. Ja, also ich denke, so für die Wartezeit hier mache ich mal eine Pause. Ne? Wir sehen uns gleich und ich zeige euch dann den Rest des Markts. So cool, bro. Yes. Thank you, man. Channel name. Your channel name? Ah. Jetzt gibt's für mich einen geilen kleinen Mango-Smoothie. Und ich habe sogar gerade noch Freunde gefunden, so. 2 indische Jungs wollten gerne wissen, was ich da so aufnehme, und der eine hat direkt meinen Kanal abonniert, finde ich natürlich geil. Das ist das, was der gute Kumpel da vorhin hatte. Dann gibt es ja auch Milchshakes natürlich. Da diese Fruchtdinger. Ja, keine Ahnung, ich mag ja keine ganze Ananas, sonst wäre das schon bockig gewesen, so. Hier sieht man auch wieder perfekt, wie alles einfach frisch zubereitet wird hier immer. Ist einfach geil. Sieht auch geil aus. Das dürfte dann das Strawberry Shake sein. Also eigentlich ist es auch dumm. Ich halte hier die ganze Zeit meine Hand so beschissen hoch. Dabei habe ich einen Selfie-Stick. Den kann ich eigentlich ja ausziehen. Ja. Digga, mein Handy rutscht auch immer auf der Haut. Darf ich machen? Gut. Dann muss ich jetzt mal kurz bezahlen hier.
Ja. Und das hier sind 100 Baht, das sind Haferflocken. Thank you very much. It's okay. Ah. Cookie. Okay. Jetzt nur die Frage. Hier chillen? Woanders chillen? Komm. Wir werden finden zum Chillen. Ah, no smoking area. Das ist nicht gut. Wie kann man denn hier rauchen? Hey, ich würde gerne eine rauchen, bitte. Okay, da machen wir es einfach so. Ja, ich kann meinen Selfie-Stick gerade nicht einfahren, weil sorry, you know where the smoking area is? Right there. Thank you. Okay. Ah ja, da. Dumm. Okay, ja, gut. Hi. Gut. Liegt wieder in der Halterung. Aber keine Ahnung, was heute damit los ist. Irgendwie hält das nicht so richtig. Ja. Geil, geil. Nice. Okay. Jetzt gefällt es mir wieder. Kaugummi. Nicht so geil, ein Pfefferminz-Kaugummi mit einem Mango-Drink. Bruder, ganz ehrlich, es gibt selten Geileres als diese verfickten frischen Mango-Smoothie, Alter. Wartet, ich stelle euch mal, ich gerade so für eine Sicht habe. Mein Handy ist jetzt direkt vor meiner Fresse, also exakt das sehe ich. So, aber ich denke für euch ist mein Pausemachen nicht so interessant. Oh, guck mal, Schweiß läuft runter hier. Ah, ja. Diesem Wetter hier. Komplett nass. Aber wie gesagt, ne? Ich mache hier ein bisschen Zigarettenpause mal kurz. Nachher schalte ich euch wieder ein. So, gut. Für den Moment würde ich sagen, war es das für mich mal hier in der Smoking Area. Ich habe nach wie vor mein Mango Latte und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal ein bisschen rum, ob wir was Interessantes finden, weil ich schalte euch das gerne mal um hier. So. Da vorne sieht es nicht gerade interessant aus. So. Dann mal hier nach hinten. Ja, das sieht schon besser aus. So. Oh, da gibt es diese Kotzfrucht. Oh, okay. Ja gut. Dann würde ich sagen, ich weiß, was wir später zu tun haben. Guck mal, hier ist die. Das ist diese Kotzfrucht. Sieht ja jetzt nicht schlecht aus, ne? Kokosnuss habe ich auch noch keine gehabt, aber muss ich auch noch.
lecker. Hier gegrillter Oktopus mit Fliege. Ah, und die Rippchen habe ich probiert, die sind geil. Dann hier drüben kann man da dieses Fußfisch-Ding-Zeug machen, ne? Wisst schon, für die ganz Perversen. So. Dann, was gibt's hier Gutes? Ah, mehr eisgekühlte Drinks, mehr Fleisch. Und alle am Lächeln immer. Geil, geil. Hier sieht's aber auch gut aus, man. So japanische Nudeln oder so. Was ist das? Das sind Entenköpfe? Nein, oder? Hallo. Sieht gut aus. Dann hier schon die ersten paar Brötchen. Ja. Digga, das ist schon gemütlich hier. Was denkt ihr? Hier hinsitzen, bisschen Mango genießen. Ich habe immer noch hier mein Mango-Dings. Ja, mir ist ein bisschen Asche drauf gefallen, aber komm, egal, wird runtergehauen, diese. Auch sagen, auch das jetzt irgendwie, das ist, glaube ich, Ei oder so. Das sieht schon geil aus. Aber jetzt ist Drink genießen angesagt. Sägiger Platz, auch noch Eiscreme drin. Eigentlich habe ich mir gerade überlegt, so, ich habe hier ja noch das andere Stativ, das kann man gut irgendwo befestigen. Aber so wie das heute irgendwie hält, weiß ich jetzt nicht, ob ich mein Handy hier wirklich irgendwo nicht in meiner Hand haben will. Aber Hunger hätte ich noch. So. Ja gut, das jetzt für mich ein bisschen blöd ist, so hier gemütlich meinen Mango-Drink zu schlürfen und Handy zu halten, würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder interessant wird für euch. Kokosnusseis, auch gut. So, weiter geht's hier. Und zwar, da gibt's auch gerade so Beschilderung ein bisschen. Okay. Ja, ich glaube da lang. Hier wieder all die kleinen Souvenirs. So schön. So, wir müssen aus den Leuten an. Also,
alles Zeug hier ist eigentlich komplett normaler Stuff für hier. Es gibt halt hier wirklich überall. Irgendwie einen Gürtel müsste ich mir auch mal besorgen, weil ich habe scheinbar doch ein bisschen mehr abgenommen, als ich gedacht habe. Meine kurze Jeanshose, die früher viel zu eng war, rutscht mir jetzt runter. Ja, okay. Ja, das gehe ich mir dann heute Abend wahrscheinlich anschauen. Also, Scheiße werde ich nicht. Gott, da mag ich das hier lieber. Oh, Krokodil. Krokodil ist lecker. Das sieht jetzt irgendwie nicht so geil aus. Ah, das sind Krebschen. Okay. Ja, und genau diese Klamotten hier, die gibt's auch überall. Also ich glaube, das sind hier auch so ziemlich die beliebtesten Farbkombinationen, blau und weiß. Ja, aber ist jetzt so gar nicht meins, Digga. So, oh, hier ist wieder die Kotzfrucht. Hier gibt es wieder viele T-Shirts. Ja, da kann man doch noch ein bisschen reingucken. Oh, die da hinten sehen cool aus. Gefällt mir. Will ich gucken. Hallo, ist okay? Sorry, muss manchmal fragen, ob es okay ist zu filmen. So. Ist nice. Das sollte mir sogar passen. Eigentlich. Sind das alles die gleichen? Nö. Okay. Alles verschiedene. Cool. Aha. Aber auf allen irgendwelche Elefanten drauf. Außer auf dem da. This one 3SL. 3SL. Need 2SL. Perfect, thank you. Ja, sie haben mir nur gerade gesagt, wie die Größen hier sind. Da hinten sind die bisschen größeren. Das hier ist 2XL, also XXL. Ne? Dann gibt es hier auch für die Kiddies. Guck mal, das ist voll klein. Nice, das sieht cool aus, Digga. Das irgendwo? Ne. Das sieht schon ziemlich nice aus. Ah! Thank you. Das ist das da oben mit dem Drachen drauf.
Nice, thank you. Ja, wir gehen uns jetzt das Muay Thai Zeug angucken. Das sind schon geile Shirts hier. So ein Muay Thai Shirt will ich schon auch haben. Muss ich sogar mal gucken. What does the Muay Thai shirts cost? So 400 baht. 400. Yes, but this 400 baht, so 400 baht. Ah, the shorts too. It's called two set 700 baht. Okay, okay. Thank you. Maybe I come later. Also, ist echt gut. Ist nicht viel. Oh, das ist geil. Na, okay, das will ich gleich haben, Digga. Das ist geil. Sorry. You got this one in 2XL? 2XL, yes, okay. Perfect. I take one. Perfect, thank you. One. What? Yeah. Can I pay with? Can I pay with card? Ich glaube nicht, dass sie mich verstanden hat. Ja. So, jetzt gucken wir noch mal. Ist gut? Ah, okay, cool. Doch, dann hat sie mich verstanden. Top 3%. Ist okay, ist okay. Ja, die legen hier immer ein bisschen was drauf. Also halt, ne, steuermäßig so. Es hat aber schon noch andere geile Shirts. Auch das hier gefällt mir extrem. Vielleicht hole ich mir das dann später. Okay. This one 350 baht. Cut this 6. Perfect, thank you. Nice, kostet sogar ein bisschen weniger als gedacht. So, ja, meine PIN zeige ich euch jetzt nicht. Gut, thank you. So, thanks. Ja, geil. Haben wir ein neues Shirt. So, nice. Weiter geht's. Täschchen gucken. Ja, ich bin nicht so der Handtaschentyp. Der Typ hat mich nicht mal angeguckt, weil er weiß, dass ich keine Tasche kaufen werde. Ah ja, und Eiscreme kann man hier auch überall haben. Ja, die machen die dann hier so mit diesen Dingern, rollen die das Eis zusammen. Und dann hat man so kleine Eisröllchen und also Eiscreme-Röllchen, ne? Oh, sorry, hier. Schon nice. Schon nice. Digga, ich bin wieder am Schwitzen wie Sau. So, hier wird wieder gefährlich mit dem Handy.
nicht so mein Bereich hier. Ja, sieht hier jetzt nicht so interessant aus. Hier gibt es aber wieder mehr T-Shirts natürlich. Ah, hier haben wir die Stoner-Shirts, okay. Das ist, glaube ich, Seife. Ja, auf jeden Fall Best Product of Thailand, ne? Okay. Genau. Okay, finde ich auch. Okay. Hätten wir wieder einen Bereich durch. Hier sind Ziegen. Immer diese Ziegen. Okay, okay. Dann kann man sich hier Henna-Tattoos machen lassen. Da gibt es wieder gekühlte Ananas. Weiß jetzt nicht. Scheinbar. Ja gut. Gekühlte Ananas ist auch nicht schlecht. Diese Ventilatoren, so eins sollte ich mir eigentlich mal noch besorgen, Digga. Holzwaffen. Um Gummi zu schießen. Okay, verstehe. Hier sind wieder die Fußfische. Das sieht auch schön aus, Mann. Echt nice. Die malen das echt selbst. Was? Oh. Was? Das ist ja geil. Ja, ich muss hier wohl kurz Pause machen, weil mir ist gerade eingefallen, dass ich ja noch Souvenirs für Leute besorgen muss. Bin gleich wieder da, dann geht's gleich weiter. So. Meine Souvenirs habe ich jetzt auch, also zumindest mal 2 davon. Ja. Gepackt und weitergegangen. Ah, so. Okay. Sieht aus, als würden da manchmal Leute drauf fighten. Fight! Let's go! Speed! Speed! Go! Go! Yo, get up! Yo, get up! Get up! Get up! Das ist ja geil. Das hätte ich jetzt auch gemacht. Alter. Guckt euch das an. Das ist schon geil hier, Mann. Und all diese kleinen Tische hier, das sind, so viel ich weiß, Restaurants. Gut. Also, hier sieht man dann auch Karte und so. Kann man hier einfach gemütlich was bestellen, reingeschlabbert und weitergegangen, Digga. Hier ist, glaube ich, Chicken, ja. Aber es ist heiß, Digga. Es ist so unglaublich heiß. Ah, hier wird dann auch manchmal Live-Musik gespielt.
This one not spicy. This one spicy. Was ist denn hier so? Spicy. No spicy. Okay. Dad. อาหารทะเลเป็น3เด้อไม่เผ็ด2เผ็ด1ไอ้ยิ่งบอก Also Hunger hätte ich ja schon immer noch so. Aber es ist schwer, sich hier zu entscheiden, was man essen will, Digga. Vieles davon sieht echt gut aus, Mann. Ja. Keine Ahnung, Alter. Ich habe einfach Hunger. Irgendwas essen, Mann. Irgendwie Bock auf Nudeln oder so hatte ich. Da vorhin sah schon geil aus. Okay. Ich bin gerade am rumgucken, was sonst so interessant aussieht. Aber es sieht alles auf jeden Fall sehr hübsch aus. Aber nicht wirklich so einkaufen-mäßig mehr für mich. Aber lassen wir uns überraschen, wo es hingeht, ne? Digga. Also manche Touristen sind echt so zum Kotzen, Mann. Ja, ja, und das sag ich, der mit der Kamera rumläuft. Sie irgendwie in die Fresse hält. Oh. Nice. Hier wieder Täschchen. Ja, also... Ganz ehrlich, hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Es ist geil hier. Ja, also wenn ihr mal nach Pattaya kommt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier hinzugehen. Aber jetzt so wirklich der Riesenmarkt ist das auch nicht groß. Interessante Hosen. Hallo. Ja, aber ist jetzt nicht so mein Style, würde ich sagen. Denke ich, ja. Nee. Ist nicht meins. Sorry. Wasser wäre auch geil, wenn schon gerade keine geilen Nudeln, weil Video aufnehmen und so, dann aber wenigstens irgendwie ein geiles Wasser. Gut, aber hier sieht es wieder nach Essen und Trinken aus. Praktisch. Werden eigentlich auf jeden Meter so alle Bedürfnisse befriedigt. So. Ja, reden fällt mir immer noch schwer. Ja, hier ist vieles legal, was bei uns jetzt nicht so legal ist. Aber irgendwie so ein Sturmfeuerzeug wäre auch mal nicht schlecht. Ja, ich glaube, hier komme ich nachher noch mal kurz hin. Okay. Ah, nice. Hat aber jetzt keine Klinge oder so. I maybe come back later for the light. Aber ich bin ja jetzt wieder so fucking verschwitzt. Deswegen habe ich mir so mein geiles Schwitztuch wieder eingepackt. Was ich jetzt gerade im Auge hatte. Nicht so geil jetzt. Kühlschrankmagneten. Genau. Kumpel wollte Kühlschrankmagneten.
Ja, aber die kann ich auch woanders besorgen. Das muss nicht heute sein. So. Okay. Da ist jemand am Singen. Das sehe ich auch viel. Also keine Bands, aber jemand, der an so voll befüllten Plätzen einfach rumsteht mit Mikro und singt. Ohne Band. Nur jemand alleine. Das ist mal was anderes. Kann man machen so. Muss man aber nicht. Oh. So, sorry, musste mich mal kurz kratzen hier. Spielzeug, auch immer. Wo geht's dahin? Ja, ne? Dann laufen wir mal hier raus. Flipflops habe ich auch keine mehr. Hier gibt es noch Schmuckzeugs. Nice, nice. Ah, ich mag ja so Zeug. Das gefällt mir. Ich bin sowieso so der Lederbändchen-Typ. Sieht schon nice aus, das hier gefällt mir. So. Uff. Hell hier draußen, Digga. Ein Schild mit Love. Komm, da machen wir. So. Okay, ich brauche mein Sonnengebrüll. Ups. Der Kleber sollte dranbleiben, Digga. Ich weiß auch immer noch nicht, wo ich dann auf diese Boote komme. Egal. Love. Live Love Thailand. Oh. Ja. Also ihr seht schon wirklich diese gemusterten T-Shirts, das ist hier scheinbar so ein bisschen der Hit. Ich hätte eigentlich gern irgendwie so ein lockeres Hemd oder so, aber doch, ich glaube, das gibt's da drin auch. Mhm. Ja, wir sagen. So, ja, genau, die habe ich gemeint. Irgendwie so ein lockeres, weißes Hemd. Das sind hier ziemlich dünn geschnitten so. Ja, die Hose ist jetzt auch nicht schlecht. Was kosten die denn eigentlich? Ja, aber ich weiß immer noch nicht, was die kosten. Okay, also alles hier ist nur 350. Ich dachte, das wäre jetzt nur da drüben. Aber ja, das sieht eigentlich ganz nice aus. Es ist nur eine Frage mit Kapuze oder mit ohne Kapuze. Ja, ich gucke dann später. Ah, hier sind auch wieder diese Muay Thai Shirts. Boah, Digga. Ich schwitze mir immer. Oh, das
wäre das jetzt in weiß, oh, wäre das da. Wäre das jetzt komplett weiß, so, ohne die Bildchen drauf, so ähnlich wie das da oder so. Das hätte ich jetzt direkt genommen, Digga. Ja gut, dann mal gucken hier.不知道看拖鞋。还可以一起就对了，一起看。采购就没来，他是采购强项。 Sorry. Thank you. Ja, es sieht mir aus, als hätten sie das, was mir jetzt gefallen hat, nicht in einfach weiß. Ich sehe sowieso kein anderes außer das da. 上班穿这个，去上班那个。 等一下，这个是什么？白色，然后有点夏威夷的感觉，而是你要大象。有过，能过，有过。 Hier muss man sich voll durch den Laden kämpfen, oder? Ja, aber es sieht mir echt nicht danach aus, als hätten sie das sonst noch. Ja, ich frage mal kurz. Also scheinbar haben sie es doch in komplett weiß. Nicht jetzt so mit Knöpfchen und so zum Aufmachen, aber halt ohne Ärmel, das ist doch schon was. Oh, perfekt. Nice. Gut. Jetzt brauche ich was zu trinken. Dann will ich eigentlich noch aufs Boot und dann habe ich genug gesehen für hier. Welche Uhrzeit ist es? Okay. Das ist nicht so gut. Ich habe ein bisschen viel Zeit verschwendet hier. Oh. Kurz Tasche einpacken hier. Ja, sorry, ich muss da durch. Ich mache ja schon auch mal kurz so Platz und so, dass jemand ein geiles Foto machen kann. Aber weißt du, wenn du den Platz machst, dann bleiben die irgendwie eine halbe Stunde da stehen, um Fotos zu machen. Eine halbe Stunde. Immer selbes Motiv. Kann mich aber nicht schlecht, Digga. Liveband. Ich wollte den Typen eigentlich gerade fragen, wo es zu den Booten geht. Aber ja, dann nicht. Mal gucken, was es hier hinten gibt, Digga. Oh, da gibt es eisgekühlte Getränke. Okay. Okay, das ist so ein bisschen museumartig. Okay, hier noch ein paar Kinderbilder an der Wand. Sind das die
Könige oder... Ja, es ist alles in Thai geschrieben, ich kann es euch leider nicht sagen. Aber coole Statuen. Finde ich nice. Okay. Das ist der König, soviel ich weiß. Cool. Ja, auch schön. Na gut, die Lady da mal verraten, wo es zu den Booten geht. Okay, also die Boote sind scheinbar gerade da drüben, ich war dumm. Dann lasse ich mir jetzt noch ein bisschen Money raus und dann sehen wir uns gleich wieder auf den Booten. Hey. So, ich hab's aufs Boot geschafft. Ganz geil. Ach so, ja, ihr seht ja nur meine Finesse. Hier, kleines Boot. Mit Motor. Es ist jetzt nicht so, was ich mir unter Floating Market vorgestellt habe, ne? Auch wenn es da oben groß angeschrieben ist, der Floating Market. Aber es ist halt nur eine Bootstour auf einem Tümpel, ne? Gut, hat jetzt auch nicht viel gekostet so. Ich glaube, also der Eintritt war irgendwie 200 Baht und mit der Bootstour war es dann 800. Also, ist natürlich schon hübsch, ne? Auch gemütlich so ein bisschen Boot zu fahren und so, aber also ist jetzt nicht, was ich mir unter Floating Market vorstelle. Ist auch, also man sieht ja da auch, dass ups, ja, hier, das da ist ein Bagger und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Zeug hier alles, also das Zeug hier, was Lava, ich denke da, dass der See hier künstlich angelegt wurde. Und ich bin mir jetzt nicht so sicher, was ich von dem Trip hierher halten soll. Also wie gesagt, ne, ihr seht hier, es sieht gemütlich aus, es ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Aber nur da habe ich jetzt schon Besseres hier in Pattaya gesehen. Was will man machen? Kann ja nicht immer alles top sein. Ne? Ja, aber es ist ja auch einfach ein Erlebnis, hier zu kommen, sich das Ganze ein bisschen anzusehen, ein bisschen shoppen zu gehen. Ich habe ja jetzt hier doch auch ein paar Dinge gefunden. War es das schon? War das die Bootstour? Foto, das ich nicht kaufen werde. Oh, thank you. Okay, cool.
Ja, okay, ist vielleicht nicht schlecht. Das ist echt gut. Es schmeckt echt nicht gut. Also der eisgekühlte Orangensaft, das ist das eine so, das ist ja ganz okay, das kann man machen, das ist lecker. Aber das Eis, das ist echt cool. Ja gut, mal wieder bisschen wild, was man hier so sieht, ne? Aber immerhin geht die Tour weiter, also das schon. So, Brückchen durchfahren, wo wir vorher rübergelaufen sind. Also die Eiscreme da sieht ja schon besser aus auf dem Bild, so. Ja, nee, ich bringe das Eis nicht mit. Das ist nicht gut. Ah, da war ich vorhin mit den Nudeln, ne? Ist schon schön. So ein paar Minuten hier auf dem angelegten See rumgurken, das ist schon. Kann man machen. Okay, genau. Murian. Das müssen wir noch machen, bevor ich das Video hier dann beende, nach der Fahrt. Weil ganz ehrlich, ich werde einfach noch irgendwo kurz was essen und dann war's das. Dann gehe ich zur nächsten Attraktion. Das wird dann das wird dann der Tigerpark sein. Okay, aber es sieht aus, als hätte ich eigentlich schon alles gesehen, so. Beim Durchlaufen. Ah, passt zeitmäßig gut. Das ist Nummer 3. Ich bin gerade am Überlegen, wie lange der Park offen hat. Ich glaube bis um 6. Ja gut, kann man machen, ne? Einfach eine Kuh. Das ist schon geil hier. Ich bin nur ein bisschen genervt, weil ich die ganze Zeit den Scheiß hier halten muss, Alter.
Ja, und dann klopft der Scheiß auch noch hier auf meinen neuen Stuff. So, super. Der Mann hinter mir hat mir gerade geholfen. Ich konnte nicht mitwerfen. Jetzt kann ich die Fahrt ein bisschen genießen. Ich habe hier noch meinen Orangensaft. Oder Mandarine. Könnte auch Mandarine sein. Ich glaube sogar hier. Da vorne kommen wir an Anleger. Allein hier. Das ist auch geil. Nice. Die chillen unter den Stiegen und unter den Shops auf den Booten. Einfach so unter diesen Dingen. Einfach am Rumchillen. Das ist geil. Leben am Genießen, Digga. Little Fish in Bamboo. Okay. Ja gut, ne? Machen. Interessanter Name. Aber ich schon gemütlich, hier so ein bisschen auf den Fluss rumzuguckern. See, was auch immer das ist. Aber ich denke, ich muss dann danach langsam auch mal gehen, wenn wir was anderes. Ich muss mich hier ja auch ein bisschen ranhalten, damit ich alles zusammenkriege. Ich habe heute noch viel vor. Das werden dann auch wieder ein paar Videos werden. Ja doch, Akku ist gut, Akku hält.
Da drüben steht eine riesige, geruchselige Katze rum. Die laut Trinkgeld. Wir sind wieder am Land. Hinter mir ist immer noch Musik. Und
Mein Magen sagt gerade, ich kann leider die Flucht jetzt gerade nicht probieren. Und jetzt wäre es gut zu wissen, wie ich wieder zum Parkplatz komme. Müssen wir gucken. Hello. To the parking lot. This way. Thank you. So, okay, wir haben rausgefunden. Es ist halt nur die Frage, wo zum Fick bin ich? Hä? Ich glaube, ich muss in diese Richtung. Ich bin mir echt nicht sicher, Mann. Wo ich lang muss. Oh nein. Oh nein, ich muss auf die andere Seite. Nein. Ach, Scheiße. Ja gut, das ist jetzt dumm gelaufen. Dann hoffen wir mal, dass ich den Weg finde, irgendwie. Ich würde ja jetzt gerne eine Zigarette kaufen, aber ich habe keine Hand frei. Scheiße, Digga. Naja, egal, wenigstens hier noch ein bisschen zeigen, wie es außen aussieht. Ne? Ah, schön, aber auch hier kann man wieder kaufen. Hallo. Ja, davor. Genau. Ah, ich habe es gefunden. Ah, und hier ist mein Fahrer. Nice, I found you. Hi. Oh. Okay. Okay? Can I smoke a cigarette? Yeah, no, not smoke here. Smoke also. There. Okay, thank you. Okay. Man darf hier auch nicht überall rauchen. Can I give this? Ah, okay, okay. Cannot smoke in Kumatipo. Yeah, yeah. Thank you, bro. Okay, gut, dann ja, so sieht das Ganze übrigens von außen aus. Ich dachte erst, er hat mich an den falschen Ort gefahren, so in Weststadt oder so. Aber nee, das ist so der sogenannte Floating Market, der nicht so floating ist, wie das vielleicht denken könnte.
So, also Fazit zum Floating Market. Ich würde sagen, schöne Kulisse. Man kann sich auf jeden Fall ansehen gehen, macht nichts falsch. 800 Baht ist nicht viel. Ich würde empfehlen, mal hinzugehen, aber habt nicht zu große Erwartungen. Es ist nicht irgendwie Boote, auf denen verkauft wird auf dem Wasser und dann schwimmt man da irgendwie mit einem Boot durch und kann einkaufen oder so. Es ist einfach nur eine kleine alte Einkaufsstadt, die über den künstlichen See angelegt wurde. Mit demselben Touristenzeug wie eigentlich sonst auch überall. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns am nächsten Ort wieder. Ich hatte gerade irgendein Vieh auf meinem Bein. Und Püff.